Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur 3:1 Niederlage beim FC Arsenal am 5. Champions League Spieltag. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht oder hört, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und damit rein in den Bums. Schließende Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Wir halten es auf Deutsch jetzt, aber wird natürlich alles übersetzt, wie Sie das gewohnt sind. Und fangen wir auch schnell an, weil die Zeit ist schon vorangeschritten. Bitte schön. Die erste Frage signalisiert mit Handzeichen, dann kommt das Mikrofon. Let's go. Herr Kompany, warum hat es heute nicht gereicht? Yes. Maybe in English, okay. Waiting for the first question. Who wants to start? Okay, the first English. Yes, please. English. Vincent, just get your reaction to an unusual defeat for Bayern Munich. Yeah, first of all, I have to congratulate the opponent, Arsenal, and I think in the end a deserved win for them. The first half felt like we were. It felt to me like we could edge it. In the first half, you can't keep a team like Arsenal without threat for an entire game. But I felt that we had many. I think we had many reasons to go back in a halftime and think, okay, if we come out second half and we improve a few things, we can edge it and we can bring it home. Ja, aber wenn du noch ein paar Dinge verändern oder verbessern willst, sollte man vielleicht beim Personal anfangen, wa? But it didn't happen, and they came out with I think more purpose, more sharpness on the simple things in the game. You know, of course, they've got always the set plays to shift momentum. They use it also very well to control the momentum of a game. But at the same time, in the things we did better in the first half, we just allowed them to gain control of too many phases of play. You mentioned the set plays. Can I ask, how difficult is it to prepare against a side that are just so consistently impressive in that particular aspect of the game? Yeah, I'd like to think that I want to balance it on purpose. What I want to say is, I'll give an example. I don't know how many goals we've scored. 50, 60 since the start of August. Naja, schon richtig. Arsenal ist natürlich auch eine defensiv starke Mannschaft, hat man heute gesehen, die Räume gut eng machen und so weiter. Aber man muss dann halt schon Bewegung haben, ja? Und wir hatten keine Bewegung. Die einzigen, die sich bewegt haben, waren Lennart Carlo und Michael Olise. So. Und Michael Olise war ganz klar an der Außenseite der Linie geklebt, so, weil das wahrscheinlich die Vorgabe war. So, alles andere, I don't know. Es war keine Bewegung. Ja. Natürlich auch schwierig, wenn unsere Innenverteidiger 20 Meter in der gegnerischen Hälfte stehen, wenn sich dann 18 Spieler im Raum von 25 Metern bewegen, da ist dann halt auch nicht viel Raum, ja. Da muss man es vielleicht auch mal wie Arsenal machen, da muss man den Gegner mal ein bisschen rauslocken und dann das Spiel schnell machen. Aber das haben wir ja auch nicht hingekriegt, ja. Wir haben keine Schärfe drin gehabt, keine Schnelligkeit, kaum Bewegung ohne Ball, ja. Und wenn da mal wirklich Bewegung in den Raum war, dann sind die Bälle nicht gekommen, ja. Also, da hat es heute einfach ein bisschen an allem gefehlt eigentlich bei uns, wenn man ehrlich ist. Arsenal war ganz klar besser, so. Ja, das muss man auch neidlos anerkennen. Zweite Halbzeit, ja, das war so eigentlich, wie wir Fußball spielen, ja. Arsenal hat so gepresst, wie wir eigentlich Fußball spielen, wenn wir eine fitte Mannschaft haben, ja. Und das hat heute nicht fit gewirkt, so gar nicht. Gerade vor allen Dingen zweite Halbzeit. As difficult as it is to prepare to defend against us, it's how difficult it is to prepare to defend set pieces against them. That's they've got every other aspect of the game as well, but that's something that they master more than anybody else. Naja, dazu hast du dann noch einen Torwart, der natürlich auch nicht auf der Höhe ist, um zu sagen, oh jo, ich bin hier der sichere Rückhalt und verhindere mal die Chancen, die Arsenal dann hat, ja. Und die andere Phase, es kann nicht sein, dass du so Riesenprobleme hast, wenn Standardsituationen kommen. Aber das fängt halt schon bei Neuer an, der da durch den Strafraum irrt wie so ein Idiot, ja. Da fängt das doch schon an. Das bringt doch super viel Unruhe rein, ja. Und auf der anderen Seite, unsere Standards waren zahnlos heute. War eine Katastrophe. Ich meine, wir hatten nicht so viel, aber wenn wir da mal
Wir hatten eine Ecke, 2 Freistöße. Ja, Junge, das war nix, gar nichts. Ja? Und gerade in solchen Spielen, wo es auf einem Top-Niveau ist, müssen die Sachen sitzen. Und das hat es halt heute einfach nicht. But you don't go into this game thinking, okay, you know what, this is their game, and let's try and defend what they've got. Let's just try and defend what they've got to bring. You want to bring what you can bring, and I think we were able to do that in the first half, which is why I was like, okay, it balances each. Selbst das war schlecht in der ersten Halbzeit. Sorry, ja, wir haben viel kaschiert, weil wir super, wir hatten teilweise 80% Ballbesitz bis zur 30. Minute oder so ein Scheiß, ja. Aber der Ballbesitz war quer und nach hinten. Wow, ja, toll. Man hat Sicherheit ausgestrahlt, man hat Arsenal nicht ins Spiel kommen lassen. Grandios. Ja, aber das hat ja nichts mit unserer Spielweise zu tun gehabt. Ja, es war keine Bewegung da, gar nichts. Wir haben keinerlei Idee gehabt, überhaupt eine Chance zu kreieren. Also. Over out, but we weren't able to balance it out anymore in the second half. It was too much resistance. Naja, in der zweiten Halbzeit wurden wir einfach überrannt. Ja, das zentrale Mittelfeld war gar nicht zugegen. Ja, selbst Harry Kane hat sich fallen lassen und hat keinen Stich gesehen. Ja, unsere Zentrale war nicht zugegen. Declan Rice konnte machen, was er wollte da. Ja, der ist teilweise 60 Meter über das ganze Feld gelaufen. Hä? What? Rather than trying to, hurt them. Next one. Hi, Vincent. I just want to talk about the goal you scored in the first half. It was a wonderful team goal. Arsenal have conceded very little goals so far this season, but the pass from Joshua Kimmich was Toni Kroos-esque. That pass took out Ja, und das war es halt leider von Josh in dem Spiel. the entire Arsenal defence and left Carroll with a situation with a tap in. In terms of that, you must be over the moon in terms of that team goal that was scored by you tonight. Yeah, but it disappears in the context of the game. You lose a game, so I think it will. I think it matters for us that the first half was sort of a good first half away from home against a team like Arsenal, and then obviously that goal sort of shows what we are capable of doing. But I think this game will matter and this game will count. Ja, da gehe ich mit. Ja, da gehe ich sogar mit, dass das eine erste Halbzeit, die war echt okay dafür, dass man auswärts bei Arsenal gespielt hat. Dass man da nicht das Spiel aufziehen kann, was man standardmäßig zu Hause spielt oder generell gegen schwächere Mannschaften aufziehen kann, ist klar. Ja, man hat halt mit Ballbesitz, mit Sicherheit in den eigenen Reihen versucht, den Ball zu halten, da ein bisschen gegenzuhalten. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, das muss man nicht schlecht reden irgendwie. Aber zweite Halbzeit war das gar nichts mehr. If we acknowledge what we need to improve and use it to build from that. So I want to make this game count. I want to make sure that by the time, hopefully, we can compete in March and April, still in many competitions, Jo. that this game is a game where you look back and say, that's why we're able to do it now, you know? Ja, ist auf jeden Fall wieder ein Spiel, aus dem man lernen kann. Und wenn man gesehen hat, wie wir letztes Jahr aus dem Barca-Spiel gelernt haben, ich weiß nicht, was man jetzt aus diesem Spiel groß lernen soll. Ich hätte jetzt nicht diese große Lösung, wo man sagt, oh, ja, wie gesagt, man hätte ein bisschen für Kontrolle in der Zentrale sorgen müssen und da hätte man einfach eher wechseln müssen. Ja. Wir haben einfach keine Kontrolle in der Zentrale mehr hinbekommen in der zweiten Halbzeit und das hätte man ändern müssen. Ja. Das hat man nicht getan, man hat das versäumt. Ja. Auch so ein Upamecano, der maßlos überfordert war, viel zu lange auf dem Platz. Also das Learning, was man aus dem Spiel vielleicht mitnehmen könnte, gerade an Vincent Kompany's Stelle ist, Junge, hab mal die Eier und wechsel mal eher aus. Ja, wenn du siehst, in welche Richtung das läuft, dann musst du halt mal die Eier haben und da mal auch gestandene Spieler rausnehmen, wenn die gerade keine Form und keine Leistung zeigen. Punkt. Ganz einfach. Ja, das sollte das Learning sein. Weil ansonsten waren wir waren körperlich einfach unterlegen, Alter. Arsenal hat uns überrannt. Anders kann man das gar nicht sagen in der zweiten Halbzeit. Ja, was willst du da für ein Learning nehmen? But yeah, granted, for the first half and the way this goal was scored, this was a promising moment. Back to the other side, yeah. Hi, Yeah, Vincent. the only moment Mikel in this game Arteta, for us. a few minutes ago, just said that they've just beaten the best team in Europe in Bayern Munich. How would you describe Arsenal?
I think Mikel won't mind if I say that, because we had this discussion when we played PSG last 3 or 4 weeks. It was mentioned in the same way. I don't think any of us want to be the best team in November. So we're trying to like. Ja, da hat er natürlich recht. So, da brauchen wir ja nicht drüber reden, habe ich ja auch gesagt. Ja, deswegen muss man sich jetzt auch gar nicht zu sehr aufregen. Wie gesagt, für mich, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir fit sind, vom Kopf, physisch in der zweiten Halbzeit. Und natürlich spielt das jetzt nicht die Rolle. Ne? Die Rolle spielt, beste Beispiel wird er wahrscheinlich gleich auch wieder bringen, letztes Jahr PSG, die sich da irgendwie als 20. qualifiziert haben und die Champions League gewonnen haben. So, du musst in den K.O.-Spielen on point sein. So, ja, dann musst du das haben, was Arsenal heute hatte. So, ja. Ob man das hinbekommt, ja, I don't know, werden wir sehen. Ja, so. Dass wir das können, haben wir gegen PSG gezeigt. Ja, ja, I don't know. Ich weiß nicht genau, was das Learning heute sein soll aus dem Spiel. Wie gesagt, es ist schwierig. Es war jetzt nicht so das eine Dingen. Wir waren einfach unterlegen zweite Halbzeit. Punkt. Und das in allen Belangen. I say use everything now to build our season towards being there in the important moments. That momentum continues, but for us is something where, okay, we get to show how we. Aber ich habe ein Learning aus diesem Spiel. Manuel Neuer muss weg. Das ist das Learning. Ja? Nicht nur wegen dem Spiel, sondern auch die 2 davor. Entweder findet er seine Form wieder, und zwar das ganz, ganz zügig. Ja? Ansonsten gehört dann Obig zwischen die Pfosten. Punkt. React now and we get to show how. Weil du kannst dir solche Klopper, wie es Manuel Neuer jetzt in den letzten 3 Spielen, also mit Arsenal gesehen, geleistet hat, kannst du dir in den K.O.-Phasen nicht leisten. Feierabend. Kannst du dir auch jetzt nicht im Pokalspiel bei Union leisten. Ja? Das geht nicht. Das geht nicht auf diesem Niveau. Punkt. Und das ist nicht das erste Mal. This one will make us improve. The answers will come, but not everything within the minute now. And the last one on this side. Just back on the set pieces. I might be wrong, but it seemed like you were talking to the fourth official a lot while they were being taken. Were you unhappy with something that Arsenal were doing or the officiating? No. I think it's not this. It's. I think I draw it as well a lot from obviously having played at this level, and you just have to have the best performance ever from the officials. And then if it goes your way, if it goes your way, it goes your way. If it doesn't, it doesn't. But it's important to sort of be alive to sort of a deflection that seems to go off one of your players, but actually doesn't come off one of your players. If you can see the throw-in, it matters, because that throw-in is going towards a corner. Flacco is going in the box. If you can see the corner, it matters. If the last player to touch it wasn't your player. And I know that in the chaos of these moments, it's easy to say like it's a small mistake. So the only thing I do, which is it's not directed necessarily at the officials, is just make sure that everyone understands that we are alive to this. We it's not just a little mistake. It's something that, if you don't get it right, will affect the momentum of the game. But if you get it right, and in that case it benefits us, then it's an incredible shift to the situation there. Defending a wide free kick or a corner or throw in, it's a total different thing. Then you get the ball and you can work your way up the pitch. So that's it. It's nothing directed at the Arsenal players. I think they do what they have to do. The Arsenal bench is very alive as well. I think they do what they have to do. But you can't just go and sit back and then let it happen, right? If something happens, you have to be there as well, and that's all we try and do. Just make sure that we're not letting the game just slip away without fighting for the little things that could go our way. Do you feel the officials made too many mistakes there? No, that's not what I'm saying. I'm just explaining sort of having played the game. If I was on the pitch as a captain, you'd see me, try and affect all of these. You've seen all the captains in the Premier League over the years, and you've seen how much you can weigh in on these moments. But if you don't and you're passive, one thing's for sure, even if it's 10, 15, 20%, you will concede ground, and you can't afford to in these games. Yeah. Thank you. But the main thing is, I hope I'm trying to stay respectful.
So if after a game I haven't been, I wouldn't be proud of myself. I try to, but it's football, it's emotions. I try better next time. What's going on? Thank you, Vinny. Thank you. Yeah, All the best. thank you. Bye. Oh, das war's schon, oder was? Wild. Naja. Gut, kurz und schmerzlos, haben wir nichts gegen. Späte Zeit. Ich habe alles in der Spielanalyse gesagt. Nehmt es nicht so schwer. Wie gesagt. Große Auswirkung hat es nicht. Die Art und Weise, ja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Für mich hat es einfach müde gewirkt, zweite Halbzeit. Aber dass man das von Trainerseite wieder einfach alles so hingenommen hat, fand ich so semi. Und damit rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind hier allein, weil sie eines im Leben können. Gute Freunde sind